Nee, Entschuldigung, das ist Rauchverbot. Bitte gehen Sie raus rauchen. Hier runter 357 Meter geradeaus, dann hat wieder die Rolltreppe drauf, et voilà. Was sind jetzt Zugfahrt in 4 Minuten? Nehmen Sie halt den nächsten. Können Sie 7 Zigaretten rauchen? SBB sorgt für rauchende Köpfe. Oder eben vielleicht bald nicht mehr rauchende. Eventuell gibt es bald Rauchverbot an Schweizer Bahnhöfen. Heisst das, wir dürfen keinen Zug mehr nehmen? SBB nennt mehrere Gründe für die Überlegungen, zum Beispiel, dass der Geruch Nichtraucher belästigen würde. Darf man sich auch über Geruchsbelästigung von stinkenden Nichtrauchern beschweren? Wenn es so heiß ist, kann man ruhig mal ein Deo brauchen. S12. Oder auch das Argument. Es ist eine aufwendige Arbeit, wo man effektiv von Hand mit Greifzange die Zigarettenstummel zwischen den Schottensteinen rausholen muss. Und das verursacht jährliche Kosten, gesamtschweizerisch von rund 4 Millionen Franken. Also ich sehe das Problem nicht. Das schafft doch Arbeitsplatz. Außerdem ist doch ein geiler Job mit dieser Europapark-Gedächtnisgreifzange. Die ist doch super. Packt alles mit ihren kleinen Fingerchen. Wird darum auch liebevoll Trumpy genannt. Ach, ich weiss noch früher noch. Da hätte man noch überall dürfen rauchen. Sogar in den Zügen. Und es haben auch noch alle geraucht. Sogar die Loki. Aber egal. Ich finde, bevor die SBB sich über Ziggy-Stummel an den Bahnhöfen aufregt, sollten sie zuerst einmal schauen, dass in den Zügen alles funktioniert. Was falscher Moment? Und vielleicht löst sich das Problem ja bald in Luft aus. Dank Luft. Geht's noch? Das war meine Geschäftsidee. Papi, wenn ich mal groß bin, möchte ich Luft verkaufen. Eher bist du noch Komiker. Also die Idee ist ja schon ein bisschen wie der Vujo. So dumm, dass es schon wieder genial ist. Aber ein Problem sehe ich beim Namen. Pure Swiss Air. Ich weiss nicht, ob das so gute Assoziationen weckt. Ich meine, zuerst war bei der Swiss Air dicke Luft, dann ist die Luft dünn geworden und am Schluss ist im Unternehmen der Schnuff ausgegangen. Das ist schon fast philosophisch. Und Schweizer Luft ist nicht überall gut. Kommt immer darauf an, wo sie aufgenommen worden ist. Hier? Oder hier? Oder noch schlimmer. Hier? Nein, eingefangen wird es anscheinend auf dem Jungfraujoch. Nur original mit dem Duft von ranzigem Pommes frites-Öl. Apropos Original. Natürlich gibt es schon eine billige chinesische Kopie. Schweiz Air. Man merkt zwar, dass die Luft aus dem Berner Oberland kommt, aber aus einer vollbelegten SAC-Hütte. Und wenn die Luft schon vom Jungfraujoch kommt, die würde sich sicher noch besser verkaufen, wenn man sie in Swiss Jungfrau Air umbenennen würde. Vor allem im arabischen Raum sicher sehr beliebt als Geschenk. Marktlucke. Nochmal eine Marktlucke. Man könnte am Bahnhof Gleis- und Perronluft einfangen. Wenn da bald nicht mehr geraucht werden darf, wird ja mit jedem Jahr der Marktwert steigen. Ich muss los. Limited Vintage Swiss Train Station Air. Wie geil!